Falls je thuis wenn je Kinder habt und je nicht ganz genau weiter wollt, wo die Kinder in alle Hand rennen. Hier sind die Babys und du, wenn sie wieder dort sind die von 2 bis 4 und alle 5 bis 11, die sind da noch hängen. So, du hast die Kinder eine schöne Zeit, eine Schicht und du lernst auch von Jesus. So, wir haben für Sonntag fangen wir an mit einer Reihe Botschaften, die sich über Heilung handelt. Und du redest wie, wo Jesus vielmal du redest wie, wo Jesus mehrmals Barm heilt, wo du viel Heilungen wo das passiert dann. Und ich will von dir auch wiedergehen über das Thema Heilung. Wenn ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer weiter selbst diese Sache denken halten, aber dass wir immer weiter uns erinnern, dass wir nicht für jede wenn Heilungen, aber wenn Heilungen zu glauben. Und diese Sache, wenn Heilung, das ist ein Ding, was bitte gewöhnlich wichtig ist, dort wie, was wir im Christenleben mittragen. Einige Menschen glauben so, dass je auf die Gruppe, wo du an Heilung glauben und dann nicht, aber du kannst ein bisschen wählen und wenn du kontrovers sein, dann ist alles okay. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann fängt wieder sehr viel Troubles, wenn du die Matthäus, Markus, Lukas und Johannes all bloß durchlesen, das ist bloß Wundern, Wundern, bloß noch mehr Wunder. Und dann sagt er so, nicht gut und dort dasselbe. Wenn ich nicht sage, ich will alles eben in der Bibel so tun, was es sagt, bloß dort eine nicht, dort wird mir zu laut sagen, was ich soll tun, dann habe ich ein bisschen den Punkt verloren, was die ganze Bibel wird. So wie seine Altes Testament Heilung, Neues Testament Heilung, hat wie viel Weg sein. Und dann nu auf einmal nicht mehr Heilung, was steht dann? Altes Testament ja, Neues Testament nicht. Und wir leben nu noch in dieser Zeit, wo das nu auf einmal nicht sein. Und wie wollen Lothar sein, wo wichtig dort für die und mir ist, dass wir uns immer waren, Wort Gottes holen. Und ich lese auch den Bibelleseplan und ein Part von dort ist hier in Matthäus. Und ich kriege, wo wichtig Jesus Heilung wird. Ich will Lothar noch von einem Bibeltext reden. Jesus, der ist sehr hart mit Kapernaum. Weißt du, was er dann sagt? Ich habe Wunder getan und ich glaube trotzdem nicht an mich. Und Jesus ist sehr, sehr hart. Der sagt, dort wird dann euer Gune aus Sodom und Gomorra. Nu wieder Sodom und Gomorra, aber ernsthaft, was ich nicht sage, das will dann nicht rüberkommen mit meinem Mehl. Das hätte ich noch mal so mit uns Mehl, das will irgendwas sein, dann habt das nicht das rechte Wort. So, wir wollen von Anfang an eine Bibel checken, wie der dort fein sind, aber wir wollen von der Ware ein klein bisschen einen Überblick kriegen über eine Bibel. Und wir wollen von der in andere Städte grob und nennen gehen. Und das sind Sachen, wenn wir die abnehmen aus dem Wort von uns, dann fängt das an, unsere Gedanken zu verändern, uns Denken, der wird anders. 2. Mose 15, Vers 26. Fangen wir einmal kurz an. 2. Mose 15, Vers 26. Das wir aus der Jerots-Evangelie vergegangen wären, aus der wir von Ägypten weggerannt, in die Iranensee, in das verhaltene Land nennen, aber sie sind auf Reise, du hast beter gesagt, sie wollen nur nach 40 Jahren Reise, aber sie sind Krieg übergerannt und nun fängt diese Reise in der Wüste an und führt viel zur Heilung. Und dann hast du ein von den Schlüsselversen, was die Bibel hat, was sehr wichtig für die in mir sind. Der sagt, es ist das Vers. Er sagt, wenn ihr nur dem Herrn, jenen Gott, Krieg horchen wollen, und dort tun wollen, was er von ihnen verlangt, und ihnen bemühen wollen, dort zu holen, was er ihnen versagt, dann wollen die Krankheiten, die ich über Ägypten brach, nicht ab ihnen kommen. Ich sehe der Herr, ich sehe die, die ihnen gesund macht. Ich sehe der Herr, ich sehe die, die ihnen gesund macht. Ich werde die Krankheiten, die ich über Ägypten kommen lasse, nicht über ihnen kommen lassen. Und weißt du, was für Wort das hier sagt? Ich brauche nicht sehr viel mal, dass wir die hebräische und griechische Übersetzung hier brauchen, wenn ich weiß selbst nicht sehr viel von dem Bestien, aber sehr wenig.
Aber nochmal habe ich da ein Diktionarium, das ist ein Wörterbuch, wo ich wieder nachchecke, was dort in die erste Sprache wir, also das Wort dort in Hebräisch, in diesem Fall wir von Alten Testament. Und weißt du, was dort die letzten zwei Wörter in Hebräisch sind? Wenn wir kennen dort nicht Kriegs übersetzt. Weißt du, was die sind? Jehova Rapha. Ich sehe der Gott, der heilt. Und wenn je Rapha hier, was hier dann? Yahweh, na 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 na, Jireh, se manifestará. Dort Leute, nicht so, was wir hier mal singen. Und dann singen wir ab einmal Rapha. Und du singen wir einmal, dann denkst du hier in die Hass, wäfelst mit ihnen hängen, denkst, wenn Wort singe ich Rapha. Weißt du, was das meint? Das ist der Gott, was die heilen hat. So, für das alte testamentliche Menschen, wenn sie wurden, das wird sein, ich sehe die Haare, ich sehe die gesund werden, so haben sie das übersagt. So, hier auf Spanisch sein, porque yo soy Jehová, tu sanador. So, die haben das tu nach der Version getan. Aber in Hebräischen würde es sein, bloß, ich sehe Jehova, Heiler. Dat is wat ik zie de Jehovah, die wordt heilen. En weet je wat dat wichtig is, dat hij de Jehovah wordt heilen is? Wens de veldje rondom, de erkende, wanneer du een werkelijke God weer, dat we einer wordt heilen. Dat we de werkelijke. So dan zegt God te den, ik zie de werkelijke God, ik zie de God wordt heilen. Zodat de mensen, dat het volk Israël een stempel had, dat ze wisten, zij vieren de God, wat in Gott hat, die wird wirklich heilen. So, wenn du nu glaubst, du wirst von der Gruppe Christen sein, was sagt, ich glaube an alles, was die Bibel sagt, aber an Heilung nicht, dann habe ich nicht so eine wunderbare Nachricht für dich. Wenn dann nimmst du bloß einen sehr großen Port von der Bibel weg. Und du mehr habe ich ein Trouble, wenn die Bibel selbst sagt, dass wir das nicht sollen. So, dann sage ich sehe Gott, ich sehe den Heiler, ich sehe die gesund machen. So, das sei wie über das ganze Alte Testament, dat hij dus Jehovah Rapha is. Dat hij dus God, dus heilende God is. En die wordt de heiling, en wanneer we dat woord Rapha bekijken, dan is het niet bloß die wordt de heiling brengen, sondern die wordt de heiling is. Zoals we ook van God einmal waren reden, hij is niet, hij is half niet bloß leven, sondern hij is de leven. So dat is wer hij werkelijk is. So hij is de heilende God, hij is de heiling. Johannes de Duyper, viel Lothar, wenn wir nu das ganze Alte Testament überfliegen, du nicht wieder, wollen Lothar noch ein bisschen was lesen, aber wir wollen nur im Neuen Testament gehen. Johannes de Duyper, er wird die Person, die das Alte Testament mit das Neue Testament zubringen wird. Und er wird der Breg von einer Stadt nach der anderen. Dat wordt je van hem gezegd, hij wil de weg maken voor de Messias, hij wil den Weg reinmaken. Dus hij wil de connection van eerst eenmaal nur die tijd wo sie dan lezen deden. En in Lukas 7, vers 20 bij 23, toen redt het over Johannes de Duyper. We moeten zeggen, wat de connection wordt toen nu Jezus even ging. Wens, wie weten dat Johannes de Duyper, hij weer in de wüste, hij trok zich zeer bekemmerlich aan met kamelenhoor en hij had grasshoppers en wilde honig. En ik stel me zo voor, die had zo'n groot boord, dat we vielleicht een mens, wo we Leider zeggen, den waar we mal naar Pylon vieren, naar de Alcaldia vieren, mal zijn, den door irgendwann een gevangenis nemen, oder door een beetje weit auf, der stinkt een beetje. So, dat wie Johannes de Duyper, dat wie nicht den Mensch, wo du jeder Tag wirst dich bei sein. Also, der wohnt in der Wildnis irgendwo. So, nu ist das Johannes de Duyper, der Primo von Jesus, der duypt die Menschen, sogar die Pharisäer, der Lehrer von Jesus, der Ranen und den, en welke weiten, wenn du komt wijsheid, maar wijsheid eruit. Aber Johannes de Duyper merkt sich sehr sicher, dass er gleich wat te weit geht. Er merkt bloß in Wahrheit, dass Jesus kommen wird. Und dann fängt das an zu ändern. So sagt das Vers 20 so. Aus dem meiner Hand kommen sehen die, Johannes de Duyper hat uns geschickt, die zu fragen. So, Johannes hat geschickt, nur Jesus zu kommen, und der soll Jesus fragen, ob du der bist, der du kommen soll, oder ob ihn noch einen anderen lüren soll. So Johannes weiß, ich mag nur irgendein Mensch leren, dat wat de Janja zijn. Dat wat de Messias zijn. Dat wat de Rara zijn. Dat wat de Christus zijn. En dan vragen ze, bist du de Janja? En dan zeg ik waarschijnlijk, vind ik, te die tijd heil Jezus groot veel van ihre krankheden en pleuen van bij ze Gäste en heilt viele Blinge, de uwen, dat ze zijn kunnen. So,
Dat eerste Kommentar, wat hing dort erst, bist du die Janja? Wat is het eerste wat er hing gezegd wordt? In die tijd heilt Jezus. Wie würde dann sagen, in die tijd had hij fijne boodschappen met 3 Punkten. Aber wie würde er irgendwas anders haben? Aber was sagt das von Jesus? In die tijd heilt hij. En du zijn erst zum Beispiel ein besonderes Wunder abgeschrieben. Ein, das ist, dass er die Blinde seinen merken deed. Dat wie für die Juden ein Wunder, dort wat sie noch warten, wenn sie warten nur das Wunder, wo jemand wird sein worden. Wenn es dort wie ein, was sie noch nicht gesehen haben. Und sie wollen dort sein, dann sie wissen sie dort, dass wir es ein ähnlich gesagt ohne sich selbst. Aber was sie sich ein bisschen gesagt wenn du einer wird kennen, blingen sein und merken, dort wird der Messias. Und was Jesus gesagt, er heilt dich, der wird blind sind. Vers 22 sagt so, dann sieht Jesus an, Gott sagt Johannes, was die gesehen haben und gehört haben. So, Jesus wird nicht sagen, Gott sagt Johannes, ja, ich sehe mal die Janja, Gott du mal uit den Stich, ich komme hier, die Weiche soll ab. Er sagt bloß, no, Gott sagt, was die von mir gesehen haben. Das ist der Antwort in sich. Die Blinde sein, die Lahme gehen und die Lepra worden nein. Een ander Wunder, wat ze nog wachten, dat mensen wat niet hier kunnen, dat de uren opgingen. En die doden stonden op. En dat weer niks het Wunder, wat ze nog wachten deden. En de armen wordt het evangelium gepredigt. Also diese Wunder, dat een dode wordt opstonden, dat is wat Lazarus weer, en dat die dove hier worden, en dat de blinde zijn weer, dat weer alles tekens wat de Juden nog wachten. Want dat de ene is, wordt dat alle is. Dan wordt dat de Janja zijn. En hier erfüllt sich dat alles. En dat evangelium wordt gepredigt. En dan 23. En selig is die zich niet über mij oort. So, wanneer ik nu mij überneem te zeggen, ik geloof niet aan Heilung, ik geloof aan de Bibel, aber niet aan Heilung. Ik geloof, dan moet ik vielleicht met arbeiten, dat ik zal deze oor über Heilung te zien brengen. Viele von uns zijn zo eingeredet worden, van falsche Heilers, oder falsche Propheten, oder falsche dit, falsche Jant, dat we dan op eenmaal dit ganze Kapitel bis te zien schmieden, zei alles nicht. Aber wenn dort falsche jeft, dann moet dat ook een Reichter geben. Wenn dort een falsche $100 zadel jeft, dat meint, dan moet irgendwo een Reichter zijn, omdat dat kan een falscher geben. Wenn es anders jeft, dat nicht den falschen. So, wenn dort nu falsche Heilers jeft, dan jeft dat ook de rechte heilers. En die zijn du en ik. Dat is sehr sonderbar. En ik had die Geschichte niet gezien, maar toen we irgendwo een Uitlander, die in Texas, in de States, das ist nicht in Seminole, aber du da bei Dallas, Texas, nicht wo die Deutsche sind, du in die größeren Städte, in die großen Städte, du sind eine sehr große Kirche. Und auch in anderen Städten, in den States, aber Texas ist ein bisschen so ein von den Städten. En ik weet niet, je weet, voor die wat Engels kennen, die Texas mensen, die reden maar zo, dat is een beetje een ander van het Engels wat die reden. Dat je mäßig mee te komen. So, nu weer einer van ander land, die hat sich geleerd te reden, dat is de Texas mensen. Nou hat sich die boodschap uitwendig geleerd van dat evangelium. Hij wil niet meer een Christ. Hij gelooft ook aan, hij wil bloß bewijzen, dat hij wordt zich zelfs dat van een grote kerk in Texas en wordt mal dat evangelium predigen. En dan worden de mensen zich alles zo doen als wanneer die geheilt werden. En dan wordt hij bloß nachher zeggen, je bent je goed geheilt, wens ik geloof je niet meer aan dat. Nu wird das falsche Mensch, wat een woord evangelium predigen. En weet je wat God deed? Hij merkt dat de mensen die gezond worden. Dat er allemaal heilungen zijn. En hij wil zeggen, check mal, dat evangelium schafft niet. En dan moet hij zeggen, check, dat schafft toch. Dat schafft er. Halleluja. Ik wil wieder checken. So, Jezus weer die, wat hij zegt, ik zie die. Dan zeg je vielleicht, ja, Jezus weer. Jezus weer die, wat heilen deed, niet ik. Dat weer in Jezus in de tijd, niet ik. We gaan wieder checken. Matthäus 10, vers 7 en 8. Viele von diesen Texten, die ich hier lese, die würde ich auch gerne von Markus lesen. Aber die, die ich von Lukas lese, würde ich auch gerne von anderen Büchern lesen. Aber ich würde bloß alle von einer Stelle nehmen. Aber bei einem Buch, dann bei einem anderen. Dat is aber bloß, wenn Titel war, aber das kann ich selbst nur checken, wenn ich will. Matthäus 10, vers 7 en 8. Du erst, dat er steht, wo der Torschel in der Bibel wird.
du wie eine Torschel in der Bibel, wisst ihr nicht davon? Du wie eine, ja. Die haben bloß nicht, wie hat Jesus gewonnen? Jesus hat bloß 12 Schüler, wie haben die 15? Wie ist das nicht so? Wir haben hier 15 Schüler und noch 7 wird helfen. So, Jesus hat 12 Jünger und die dann unerrechte und dann sie dann nicht gut und dort wurde ich unerrechte da. Und dort wir einfach ein bisschen so wie hier in Deutschland. Ihr habt ihn vielleicht von dir gewundert, wenn wir dort so eine junge Menschen wären, die Tiendel und Opfer der anlehren, wenn wir dort so eine junge Menschen wären, die Gebet anlehren, wenn wir dort so eine junge Menschen wären, die hier für Kinder beten, das sind alles Torschüler, wir haben hier eine Torschule und die lehren, aber sagen, wie wir in das unerreichte Gott und dort, was wir lehren. Da wenn es wie dann hier ab, dass ich es alle paar Mal Geld flattere, dass die, wenn die Leute rausgehen in die Kolonie nehmen, dann dort worden in die Kolonie nicht so sehr flattern, wenn die hier all uitgeflattert haben. So, die sind, wie haben die Hand könnt mit ihnen einfach von dir. Die haben hier nicht uitgeflattert, nur mehr, vor die alle in die Kolonie nehmen. Und dann können die durch das Evangelium mit Kraft und mit Macht predigen. Und du wird diese Torschel in der Bibel, und dann die 12 Schüler, und dann sagt Jesus ist dort drin. Geht han und predigt und sagt, dort Himmelreich ist dich beigekommen. So, wo wir Lothar noch davon reden, dort Himmelreich ist dich beigekommen. Immer wenn wir predigen und wir sagen, dort Himmelreich dich beigekommen, aber dort dich dabei gekommen ist, dann ist dort, wenn du Wunder und Teken oder wenn du Sachen passieren, wenn du einfach eine neue Weg von denken wirst. Und das wir kriegen die Zeit, wo dort betnon wir, aber wo das im Wort wird, dort Himmelreich wir all durch, und wir sind von der steht, wo wir noch einmal du sind, dort Himmelreich dich bei ist, und dort wie dort Himmelreich einfach hier bei ihr predigen, dort wie dort hier bekannt geben. Sag ich das so, der nächste Vers. Heilt die Kranke, reinigt die Lepra, weicht die Todes ab, ja, auch dort sage ich das, weicht die Todes ab. Ich da haben wir bloß Kranke sind, merke Todes ab, weichen nicht. Bei ein Tag mir ein Freund utlachen, der sagt, du wirst den halben Bibelvers nehmen, den ewig half nicht. Dann fühlte ich mich sehr funny, dann dachte ich immer sehr nun, dann dachte ich, okay, wenn das sage ich, Todes abweichen dann auch. Und drief der Diebel Rüt. Je haben einen Sonst gekriegt, je heeft hem sonst. So, Jesus sagt dann, das ist ein Training, das ist eine Schule, das wird ihnen recht, das ist das. Gut Rüt, merkt die Menschen sind, weicht die Todes ab, drief die Diebels Rüt. Und dort, was je gekriegt habt, dort moet je wiedergeben, dort moet je sonst wiedergeben. Und dann gibt es noch eine ganze Anweisung, wo die Saale, wo viel Schuhe mitnehmen, wo viel Kleider mitnehmen. Jesus sagt dann alles. Wie sei auch, von der aus, die waren hier vor dich ist, dort noch hingehen, dann mehr mitnehmen, dann rüt vor. Das ist das Kreuz, das Jesus steht, das ist Schüler, die haben Anweisungen, das, was wir nicht tun, und so weiter und so weiter. So dries und direkt als Jesus. Dann waren die Menschen, die sagen, okay, Eduard, Jesus steht das so, und der hat das bloß für seine 12 Jünger geholt. Dort sollen das tun. Dann habe ich die Bibel noch nicht so gelesen. Wenn es ein Stolz Luther was hat Jesus dann hat er 72. Nu hat er eine gratere Torschule, wie irgendwann er sagt, wirklich, hat er 72 Menschen um sich, und dann sagt er, je 72. Wahrscheinlich wird der 12. Mank, aber diese 72. Vielleicht, nu weiß ich, das klickst mir hier, der 12. wäre der Staff von Jesus in der Schule. Und dann hat er noch 72 Schüler wahrscheinlich. Lino, fändet Modell Albert nicht so? So, die gehen Staff sind unsere Arbeiter hier, wo wir hier am Hafen haben. Und die wird die Torschule ran. So, dann checken die 72 Rüten, dann waren das all die Kranken sind merken. Dann kann der ein bisschen Jesus nicht uitdrijven, dann hat Jesus sich das sehr wichtig, er in Anglauben, und so steht. Und so, da wie hier in der Torschule auch alles. Nee, wir tun vielleicht nicht ganz so dries, dass Jesus steht, aber wenn irgendwas passiert ist, dann kommen wir hier taub und dann, Frau, wenn ist das nicht so, oder wenn was hat ja nicht geschafft, und wir haben auch so, dass wir unseren Glauben abbauen. Dann hast du noch Matthäus 6, Vers 7 und 12 und 13. Dort waren die 12. Sagt das so, und er roept de 12 naar zich en vang aan en twee Rüte te checken en geeft een volmacht over Are en Jesta. So wordt er een Rüte checken, 2 zu 2. Uit dat model hebben we wat geleerd.
haben wir was angenommen. Und ihr Leben vor wir niemals einer allein evangelisieren. Niemals. Wie vor einmal zu zwei Aramaya. Zu zwei und zwei vor wie einmal Rüt. Das haben wir von diesem Bibelvers genommen. Und was sagt das über ihn? Hij geeft een de volmacht über beide Gäste. Und das ist sehr wichtig, zu weten, dass sie die Vollmacht über beide Gäste oder wen wird. Wenn viele Krankheiten hat mit beide Gäste zu tun. Du hast irgendein beide Gäste, du hast irgendwas, was sich näher schlägt auf der Sinn in irgendwem sein Leben. Und wir sind nun nicht dort, wie da sind über diese beide Gäste. Nee, wir lieben diese Person, die du hast. Und wir wollen, dass die frei wird. Und wir wollen, dass das beide Gäste rührt, dass die endlich mal leben kann. Dann sagt dat ze in ze jingen rüt en predigten dat ze zullen Buße doen. En dan zegt dat en ze drijven vele dievels uit en zolven vele kranken met uil en huilden ernt. So, wir haben hier von dir auch Eil. Wir waren auch von dir auch Kranke an Solve. Vielleicht hast du noch niemals von das gehört. Aber im Neuen Testament besonders, dann ist Eil ein Teken vom Heiligen Jesus. Das mag nicht in dieser Beutel sein, das ist bloß irgendeine Beutel. Scheint das Eil, aber das mag nicht das sein. Das kann auch irgendein Pfad sein, was du tief im Haus hast. So, das Eil, das sollte sie an und das wir ein Teken, dass die Gott seine Jähen wird, wir in den Heilen. Dat zegt het Lot aan Jacobus, so wie waren von der dat Eil nach hier brücken. Ich habe ihn al reinmerkt dort. Wenn hier ernst Kranke sind, fangt ihn an zu freien, wenn es das Himmelreich Gottes als dich bietet hier, und das hier im Kommen. So ist ich jetzt gesagt hat, in Matthäus 10, ein ganzes Kapitel, redet Jesus sehr, sehr hart. Wenn du nicht glaubst, dann wird die Euergone aus Sodom und Gomorra, nu habe ich das reich gesagt. Ein ganzes Kapitel kriegt, wo Jesus sich mehr merkt, über Glauben hat. Wenn Jesus nicht so sehr das abarbeitet, das soll Glauben sein, dann ist es nicht Zeit, dass wir nicht mehr an diesen Unglauben arbeiten, sondern es ist Zeit, dass wir anfangen, um Glauben zu arbeiten. Und wenn du noch einmal sagst, ich glaube, die meisten hier würde das nicht sagen, aber wenn du noch einmal sagst, Heilung ist nicht von dir, Heilung ist nicht für mich, das Heilung ist nicht Gottes Plan, dann wollen wir checken in einen von den bekanntesten Texten in das Neue Testament, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Vielleicht hast du das viele Mal gelesen, bloß die Hälfte dort nicht gesehen. Und Jesus sagt dann, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auch auf der Erde. So am ist alle Gewalt gegeben. Er hat die Gewalt über alles. Der nächste. Dann geht nu naar de Feldje von der Welt und merkt ein aantal Leerlinge und deupt aan de Namen von den Vater, von den Zehen und von den Heiligen Jesus. So wat is hier? Wie soll gewoon Leerlinge oder wie soll Jünger merken von Jesus? Dann geht und merkt Jünger. Und deupt aan de Namen von den Vater und von den Zehen und von den Heiligen Jesus. Bloß dann kommt das nächste, was wir viele Mal vielleicht vergeten. Leert an alles zu tun, was ich jüngst befohlen habe. Und verlor doorop ik sie immer bejühnt bei den Enden von der Welt. Amen. Was sagt das hier? Leert an alles zu tun, was ich jüngst sei, was je tun sollen. Dort bedient auch die Heilung. So, wenn du alles sagst, alles, was die Jünger deden, was uns als Beispiel abgeschrieben ist, die 72, die 12, als die 2 gehen, all die Geschichten, wenn du sagst, die sind nicht für mich, was Jesus hier kriegt, sagt, das ist für Widerhand. Ich habe einen Madel gegeben, so soll ihr das tun. Und du nehmt den Madel und unerreicht das Madel wieder, was ich ihnen gegeben habe. So, wenn wir ein Madel gekriegt haben, wer sie aktem sei, ich will weg von das Madel gehen. Wenn wir hat noch nicht ein Madel gekriegt. In der Bibel selbst sagt, dass ich soll wegrennen, wenn ein anderes Evangelium gepredigt wird. So, das ist das Evangelium, was wir kennen. Das ist ein Evangelium, wo die bei Jesus rütfliehen. Und die bei Jesus sind nicht in Angst für die. Die grülen uns einmal, aber wir haben die Autorität über den und wir schicken den rüt im Namen Jesus. Und wir haben die Autorität über alle Doofen, über alle Kranken, über alle Blinde, wenn es Jesus hat uns so gegeben. Jesus hat gesagt, Gott und Lied und Hult dort, bei dem Eng von der Welt, wo ich mit uns sind. Wir sind noch nicht bei dem Eng. So dort bedient, wir sind noch immer in der Zeit, wo wir das wieder in der Rechte machen. Wir können nicht abhören.
Und das ist eine Botschaft, die wir uns immer frisch abschwappen müssen, wenn es so leicht wird, wir uns von unseren Menschen Gedanken mitreden und sagen, aber Eduard, ich erfordert nicht jeder Tag. Ich kijk eine Predigt von Josmars noch von einem sehr bekannten Lehrer, wo meest einmal bloß über Heilung in der Rechte redet. Und sagt er, weißt du was? Ich erfahre auch lange nicht immer Heilung. Ich weiß nicht, wen Worten sagt er. Aber hier war ich ab hier von dort reden. Wenn es Wort ich predige, wo ich Glaube predige. Wie war predige, dort Jesus heilen hat. Wie war predige, was die Bibel sagt. Wie war nicht predige, dort wird ich vielleicht noch mal ein oder den nächsten Tag hervorreden. Und vielleicht war ich mir nur checken, wenn Wort erfahre ich dort nicht. Vielleicht erst so tief, dass ich die Wunder in der Bibel studiere und dass ich die Wunder annehme und dass ich sage, krieg das, was hier möglich ist, erst hier möglich und dann wird mein Denken anfangen anders zu sein und dann wird wahrscheinlich mehr versichert oder ganz versichert in mein Leben auch Sachen ändern. Psalm 103, Vers 2 und 3, wunderschöne Vers, sagt so, Lob dem Herrn meine Seele. Nochmal mag ich sagen, lob dem Herrn meine Seele. Ich mag mich selbst sagen, nu wollen wir mal Gott loben. Das fällt sich nu, ihr werdet nicht nur Gott loben, aber lob dem Herrn meine Seele, sagt David. Und verjagt nicht, was er Gott getan hat, verjagt es nicht. Der all deine Sünden verjagt. Punkt, nicht so? Nee, Komma. Und all deine Krankheiten heilt, Halleluja. Alle Krankheiten heilt er. So ist Felicia sagt, sie wiss, vor der Willen im Himmel. Der Willen im Himmel und die Krankheiten sind geheilt. Aber wir sind nicht bloß in Jahren Heilung, wir sind auch hier der Heilung und der heilt die alle. Alle Krankheiten sind geheilt und angenommen. Was ist uns Grund? Was ist uns, wo wir stehen, wenn wir an Heilung denken? Nummer 1, das ist ein Bund, was Gott mit uns gemerkt hat. All im Alten Testament. Wir haben einen Bund mit dir und mir, dass wir einen Grund haben von Heilung. In 2. Mose 34, Vers 10 sagt er so. Dann sehe der Herr, ich merke einen Bund mit uns. Alle jene Menschen waren seinen, was für Wunder ich manchen tun wollen. So uns noch keiner auf der Erde und kein Volk erfahren hat. Diese Wunder waren alle Völker, wo die je kommen, in Furcht und Staunen versaten. So haben wir einen Bund mit ihnen, dass sie Wunder erleben, sondern was noch niemals hier sein wird. Ein Prediger sagt, das ist das. Im Alten Testament wird es ein Strom, aber es ist ein Riefer von Heilung. So sagen wir, wenn wir sein im Alten Testament, immer war Heilung. Und weißt du, was im Neuen Testament ist? Im Neuen Testament sagen wir nicht ein Strom von Heilung, du sagen wir eine Überschwammung von Heilung. Du kämpfst die Heilung bloß, du überschwammst die uns. So das ist der neue Bund in Jesus, erst die Heilung. Der Bund, der wird nicht mit Jesus. Der Bund, der wird gesagt, dass das alle Bund, was wir, der ist nicht, und nu sagt, dass in Jesus, wenn er dort ab sich traut, nu erst das alle betont. Was ist das nächste für uns? Der Grund von unserer Heilung. Das ist Versöhnung. Versöhnung, das bedeutet, dass das betont wird. Dass, wenn man sagt, unsere Sünde, die man betont. So wird auch unsere Krankheit betont. Aber ein anderes Wort für das ist, dass man bedeutet. Dass man, du musst eine Dag gemerkt, dass das wahre Gott gemerkt wird. Und das ist das wahre Gott merken. Jesaja 53, Vers 4 und 5 sagt es das. Doch die Krankheiten, die er trug, wir unsere. So das ist, kriegt die Versöhnung. Was er trug, dass wir soll unsere Krankheit sein. Dort Leiden, was uns traf, trug er. Aber wir dachten, Gott möge am Leiden und bestraft haben. Doch wir haben unsere Sünden verlassen. Er brüch eine uns vergangenen Doll. Ab am Lach der Strafe, der uns heilen möge. Du durch heute schlägreich sind wir gesund. Einzige Übersetzung sei reicht, wo ich sage, wir gesund. Das ist all passiert. Wir sind, aber waren nicht irgendwann noch waren, wie, das ist all passiert. Wir sind gesund. Das ist einfach hier. Matthäus 8, Vers 16 und 17 war holt das war. Und du holt, was diesen Tags im Neuen Testament nicht holt. Dann zu Oberst brachten sie viele nur an. Wahrer brachte die Kranken nur Jesus. Und Jesus braucht einen Text vom Alten Testament, sagt, der von beiden Jester beseten werden, dort er dreift die Jester rüht mit seinem Wort und mögt alle ihre Krankheiten gesund. Wie viel mögt er gesund? Alle Krankheiten gesund.
dort sich dort erfüllen wird, was durch den Prophet Jesaja gesagt ist, der du sagst, er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten gedreht. Halleluja. In dat laatste ist Lukas 10, Vers 9. Dat is Lukas 10, Vers 9. Du wel wie zijn, dat durch ons grond van heilung, die ist das Reich Gottes. Lukas 10, Vers 9 sagt so, heilt die Kranken, die du sind, und sagt an, dass Gottes Reich ist dich beigekommen. So, das ist nötig, dass wir die Menschen sagen, dass Gott sein Reich nu hier ist. Dass du Hoffnung für anders. Die Menschen schrien und warten Hoffnung. Menschen checken und die Welle Hoffnung kriegen. Und wie moeten abkeren an ein Evangelium zu predigen, wo das Fleisch, aber nochmal, aber Fleisch irgendwann, naja, das können sie aber geben. Nee. Wie hat den Jehova Rapha, wie hat Gott den Heiler? Als onze dochter mes verhungern wir, dann brauchen wir nicht Menschen, die besiegt anstehen und sagen, wer muss sein, was Gott mit dir tun wird. Vielleicht will die Jünger Geduld lernen. Nee! Gott will heilen. Und Gott will uns als Kirche und die in mich verändern. Gott hat mein Leben verändert und ändert das von dir. Je weet nicht, wo viele Mal ich in de stoof dan go met mijn dochter op een schoot. En ik schrie en ik bid. En Gott heilt. En Gott heilt in ons Heim. Wir zijn nicht bloß irgendwann Einwunder, sondern wir zijn in ons Heim täglich Wunder. Täglich sei wie Wunder. Ich kann nicht viel von der zu vertalen. Aber weet je wat? Dat is nog mal sehr schwer bei uns. Auch nu. Sehr schwer. Meine Freunde und ich stehen uns mal taub und wir heilen, wenn wir nicht weiter wollen, das nächste zu tun. Aber wir können immer nur den Stoff gehen und schreien, oh Gott, und er heilt. Jesus heilt. Dort kann ich als dich bei. Matthäus 10, Vers 1 sagt es das. En Jesus raubt seine 12 Jünger und sich in Jeff und die Vollmacht über andere Gäste, der Rüte drieben, in jeder Krankheit, in jeder Gebrägnis zu heilen. Jeder Krankheit, in jeder Gebrägnis. Die Macht, die Vollmacht ist die in mir gegeben worden als Kinder Gottes. Und wir müssen die einfach nehmen und anfangen, auf die zu stehen. Aus einem festen Grund, aus einem Grund von der Bibel. Nicht aus Lage wird. Ich weiß nicht, Sie gemerkt haben, aber ich habe von dir sehr viel Bibelverse gelesen. Aber weißt du, was ich muss tun? Ich muss sehr viel zu sehen lassen. Wenn es wie würde hier bei morgen sein, aber ich die alle so lesen von Heilung. So voll Heilung, als das Wort Gottes. Die Bibel sagt, wenn wir dort erfahren wollen, dass der Reich Gottes soll nur kommen, dann macht diese Worte Kinder. Dann können wir nicht auf unsere stolze Weg und auf uns Eck stehen bleiben, dann machen wir diese Sache tachlassen. Die Bibel sagt, das bringt alle Lasten um mich. Ich will die heilen. Ich will froh, dass die Lehrer noch verder kommen, alle Kleingruppen Lehrer, alle Soziallehrer. Ich komme noch verder, all die, die vielleicht in Jesus als Meier schaffen. Und all die, die